Xi Jinping vom Zentralkomitee der chinesischen Kommunistischen Partei teilte mit, dass seit dem 18. Nationalkongress über 900.000 Mitglieder die Partei verlassen haben. Dabei verschweigt er jedoch, dass diese Mitglieder aus der Partei entfernt wurden. Die Zahl der Toten durch die gestrigen Anschläge von Kabul steigt. Bei einem Selbstmordanschlag in der Nähe des Flughafens starben nach Angaben des US-Senders CBS 170 Menschen, 200 wurden verletzt. CBS zitiert für diese Zahlen Quellen aus dem afghanischen Gesundheitsministerium. 132 Opfer des Anschlags seien noch nicht identifiziert. Haixian-Welten bestehen aus wasserreichen Innenräumen mit massiven Ozeanen unter wasserstoffreichen Atmosphären. Mit Dichten zwischen denen von felsigen Supererden und größeren Mini-Neptunen können diese Exoplaneten optimale Kandidaten für die Suche nach exoplanetarer Bewohnbarkeit sein und in der Exoplanetenpopulation reichlich vorhanden sein. China könnte die Geburten von bis zu 4,5 Millionen Uiguren bis 2040 durch umfangreiche Maßnahmen zur Bevölkerungskontrolle in Ostturkestan verhindern. Dies ergaben Recherchen von unabhängigen Forschern. Die USA, Australien, Japan und Indien werden das zweite Jahr in Folge gemeinsame Marineübungen abhalten. Die 4 Länder bilden die sogenannte Quad-Gruppe, eine von den Vereinigten Staaten von Amerika geleitete Initiative, die als mögliche Grundlage für ein Anti-China-Bündnis im Stil der NATO in Asien gesehen wird. Bei Explosionen in einem Munitionslager im Süden Kasachstans in Zentralasien sind mindestens 9 Menschen ums Leben gekommen. Rund 90 Menschen waren bei den Detonationen am Donnerstagabend auf einem Militärgelände in dem Gebiet Schambil verletzt worden. Der russische Großkonsul Jirnow sagte, dass die Taliban an einem Grenzfrieden mit den Ländern in Zentralasien interessiert sind. Weiterhin seien sie an wirtschaftlicher Zusammenarbeit interessiert.